Hallo miteinander, herzlich willkommen zum neuesten Vlog. Das erste Mal, wir haben zwar gesagt, wir fahren am nächsten Tag weiter, aber es hat die Nacht so wahnsinnig runtergeregnet. Und es ist alles so super nass und überhaupt. Und eigentlich haben wir Sachen anschauen, aber wenn es den ganzen Tag regnet, ist das nicht so lustig. Darum haben wir uns jetzt entschieden, wir bleiben doch noch mal eine Nacht da. Und das gibt mir jetzt allerdings Gelegenheit, um euch noch schnell zu zeigen auf dieser Karte, wie gross der Campingplatz ist. Also, das hier ist die Karte von einem Teil vom Campingplatz. Da ist die Rezeption. Und der Weg hier führen. Und dann so führen. Und dann hier aufs 18, wo wir stehen. Das sind zu Fuß gute 4 bis 5 Minuten. Ihr seht also, das ist ein relativ grosser Platz. Jetzt sagt ihr, ja gut, es gibt noch... Das ist etwa so wie bei uns ein grosser Platz. Aber, jetzt kommt's. Moment. Das hier ist der grosse Plan. Und das, was ihr hier vorher gesehen habt, das hier, das ist nur der Teil vom Campingplatz. Die ganz andere Anlage hier ist noch wesentlich grösser. Also es ist richtig mega gross. Und weil wir gestern so begeistert waren von dem super Brot, das war wirklich hervorragend, auch fein. Gell, Sven? Mega, ja. Und darum haben wir jetzt gefunden, oder ich habe gefunden, ich möchte jetzt noch eine Aargauer Rüebli-Torte machen. Das Rezept habe ich aufgeschrieben. Die Masse ist parat. Und jetzt geht es ab an die Wärme. Sieht sehr fein aus. Jetzt kommt natürlich dann noch der obligatorische Zuckerguss drauf. Ich habe sie jetzt etwa 55 Minuten. Zuerst habe ich es 8 Minuten auf Vollgas eingestellt und dann nochmal etwa 50-55 Minuten auf dem kleinsten. So, Kaffee. Zwiebeln. Und Kuchen. Jawohl. Bei schlechtem Wetter. Ein super Programm. Das Programm kann man auch fahren, wenn es schön Wetter ist. Und jetzt sage ich noch etwas, ich weiss zwar nicht, ob Fabienne das will, aber sie hat da so ein schönes Vomo-Rezeptebuch angefangen. Und wer weiss, wenn es dann mal voll ist und so, gibt es dann vielleicht mal ein E-Book oder so, aber da ist noch nicht wahnsinnig viel drin. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wir optimieren das noch optimieren mit Kochzeiten für den Omnia-Backofen. Oder du, besser gesagt. Aber jetzt lassen wir das hier testen. Sieht doch super aus. Das ist anders als sie haben, ist fein. Zuckerguss ist aber auch nicht schlecht. Hat sie super gemacht. Der erste Rüebli-Kuchen im Omnia-Backofen. Ja. Das ist wirklich gut. Und morgen, sobald wir den Kuchen hier gegessen haben, geht es dann weiter. Guten Morgen, wir sind jetzt gerade noch am Wasser ablassen und dann geht es weiter, trotz Regen. Es regnet auch heute, aber es soll besser werden. Dann nehmen wir es, wie es ist. So, sind wir bereit? Wir sind bereit, let's go! Gut. Da wäre übrigens das Thermalbad. Der rechten Seite. Goodbye, au revoir, tot ziens. Oder so. Oder so. Wir sind jetzt abgefahren, wir gehen jetzt die nächste Station, das wäre in Well, eine Wasserburg anschauen. Es regnet zwar von außen, also es passt perfekt. Wasserburg, Regen, tipptopp. Oder? Ja, muss so sein.
wie wir sehen, wir haben es gefunden. Sehr schöne Anlage, aber leider, so viel ich verstehe, dürfen wir nicht reinlaufen. Das ist ein bisschen schade, aber ja, jetzt schauen wir sie von außen an. Sieht also schick aus. Sven ist wieder in seinem Foto-Element. Überall, wo er sieht, fotolt er. Und er hat sie jetzt das erste Mal eigentlich richtig ausgepackt in diesen Ferien. Und jetzt ist er fast nicht zu bremsen. Der Sven hat einen hohlen Baum gefunden. Schau, der Wasserflöhe, der ist komplett voll. Das sieht gar nicht. Schau mal. Ist also wirklich hohl. Und der sprießt und tut. Schade, dass wir nicht rein dürfen. Ich hätte mich gerne umgesehen, vor allem nicht unbedingt wegen der Gebäude und so, sondern hindurch hat es einen riesigen Baumpark. Das wäre für mich natürlich super gewesen. Und ganz viele verschiedene Bäume da drin. Schönes Anwesen. Ein bisschen grösser wie unser Wohnmobil. Wunsch von mir sind wir jetzt von der Route abgewichen und sind hier in einem Besucherzentrum gelandet. Es ist noch interessant. Es ist noch schwierig. Sie haben vieles nicht auf Deutsch angeschrieben, aber es hat so eine Wand gehabt. Da hat man an verschiedenen Gerüchen schmecken. Es ist über feine Gerüche gegangen bis nicht so feine Gerüche. Oh, ein Eichhörnchen. So herzig. Und es hat dann hindurch noch Kaffee. Und weil wir ja keinen Kaffee hatten heute, habe ich gefunden, jetzt muss ein Kaffee her. Und schaut mal da. Der da. Das wäre sicher auch mal etwas Feines. Holländischer Latteccino. Mit Eierlikör. Weil es jetzt aber noch morgen ist, tue ich mir das nicht an, weil sonst habe ich es den ganzen Tag lustig. Mit ein bisschen Güchs, glaube ich. Das Kaffee ist nämlich von einer ehemaligen Schleuse. Also da sind früher Boote durchgeschleust worden, die das Niveau haben müssen wechseln vom Wasser. Und jetzt ist das nicht mehr in Betrieb und jetzt ist es Kaffee. Und jetzt gerade hat es wieder furchtbar angefangen zu regnen, wie das offensichtlich bei uns hoffentlich nicht immer programmiert sein. Aber schauen wir mal. Also da rein ist jetzt das Kaffee, wo wir gesessen sind. Und das da ist die Ex-Schleuse. Das ist wie am Meer. Es fehlt einfach noch der Strand.
Genau. Das Wasser ist da, die Schiffe sind da. Unsere super Stühle, die kann man nämlich runterlegen. Wir sind jetzt hier auf quasi halbem Weg zu der Küste und haben in Geertruidenberg, wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche, Halt gemacht. Ursprünglich in unserem super Reiseführer hat es eigentlich geheißen, es sei ein Gratisplatz. Hat sich dann herausgestellt, der ist überhaupt nicht gratis, der ist 10 € und irgendwie haben wir nicht so recht gewusst, wo wir jetzt hier rein müssen und so. Und ich glaube, wir müssen mit dem Telefon irgendwie anrufen, dass du reinkommen konntest. Und es ist aber irgendwie, bist du vorgekommen, wie so fast in einem Gefängnis in diesem Platz. Und dann haben wir so gefunden, ja, das ist irgendwie nichts. Dann sind wir auf den Parkplatz vorne raus, haben dort etwas essen. Und dann ist es wirklich knapp in 3 Minuten gegangen. Dann ist schon die erste mit dem Velo anzufahren gekommen und hat dann so gefunden, das ist verboten. Dann habe ich gefunden, ja, wir sind da etwas am Essen und so und wir gehen wieder. Und dann habe ich gefunden, du, aber wenigstens ein Hallo sagen wäre also schon noch etwas. Ja, auf jeden Fall, das wäre der Platz gewesen. Jetzt hat es aber quasi im Nachbarstädtli, Dorf, wie auch immer das ist, hat es gerade nochmal einen. Da sind wir jetzt am Yachthafen Dock 12 in Ramsdonk. Ich lese es selber. Da zahlen wir jetzt 8 €. Ja, wir haben hier vorne in dem Restaurant, das hinter uns ist, haben wir gezahlt. Es kommt uns zwar auch ein bisschen Spanisch vor, weil wir sind da zwar nicht in Spanien, aber wir haben jetzt etwas gezahlt, haben aber weder einen Zettel noch sonst irgendetwas bekommen zum Reinlegen. Mal schauen, wie denn das rauskommt. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt zuerst mal da, geniessen ein bisschen Sonne, weil wir haben ja jetzt schon lange keine richtige Sonne gesehen. Und dann gibt es dann noch etwas zu essen und vielleicht können wir am Abend dann noch eins zwitschern. Bis zum nächsten Vlog, wenn es wieder heisst, Sveva und... Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Sveva on Tour.